Ja, wir begrüßen uns alle sehr herzlich im Namen Jesu. Ich freue mich, dass die Tagung gut weitergegangen ist und wir sogar eine Steigerung erlebt haben in der Zahl der Teilnehmer. Es war in einem Krankenhaus, da wurde ein Mann eingeliefert und als erstes holte er aus seiner Tasche die Bibel raus und legte auf seinen Nachttischschrank. In dem Moment kommt der Arzt dort vorbei und sagt, Sie lesen doch wohl in der Bibel. Das ist ein uraltes Buch, das kann man ja gar nicht glauben, was da drin steht. Dann sagt er, warum nicht? Naja, sagt er, schauen Sie mal, in Ihrem Buch steht doch drin, dass Gott aus der Rippe des Mannes eine Frau gemacht hat. Das kann ich Ihnen als Arzt genau erklären, dann müsste doch der Mann eine Rippe weniger haben. Da sagt der Freund, Herr Doktor, das haben Sie noch nicht zu Ende gedacht. Stellen Sie sich vor, Sie haben hier einen Mann im Krankenhaus, ihm wird ein Bein amputiert und wenn das geheilt ist, der wird entlassen, geht nach Hause und zeugt einen Sohn. Herr Doktor, wie viele Beine wird der Sohn haben? So bekam man Nachhilfeunterricht in Genetik. Und das geschah mit Hilfe der Sprache. An diesem Wochenende haben wir sehr vieles über Sprachen gehört. Das war auch sehr wertvoll und auch aus verschiedener Sicht. Und ich möchte das Thema anschließen und über Sprache etwas sagen. Ich habe das Thema mal genannt, von Babylon bis zum Himmel. Aber eigentlich muss ich den Bogen noch weiter schlagen, vom Garten Eden bis zum Himmel. Eigentlich noch weiter, von der Schöpfung bis zum Himmel. Und so wollen wir das einmal betrachten. Wir Menschen sind ausgezeichnet durch die besondere Gabe der Sprache. Tiere verfügen auch über Kommunikationssysteme, die sehr genial sind und man kann nur staunen, wie das funktioniert. Zum Beispiel bei Insekten, bei Ameisen und so weiter, die hervorragende Kommunikationssysteme haben. Aber sie kommen nicht an die Qualität heran dessen, was wir Menschen als Sprache bezeichnen. Wir können im Zusammenhang mit der Sprache denken, können ganz neue Sachen erschließen. Wir können schreiben und lesen. Wir können fragen nach der Vergangenheit, nach der Zukunft. Wir können forschen. Wir können sehr vieles tun und das im Zusammenhang mit der Sprache. Wenn wir über die Sprache nachdenken, hat die Sprache zweimal einen Niedergang erfahren und zweimal wieder einen Aufschwung. Zum ersten Mal ist in der Bibel von der Sprache die Rede in 1. Mose 1, Vers 3. Es war Gott selbst, der dort gesprochen hat. Und da heißt es werde Licht und es war Licht. Das ist doch ein Wort, oder? Man spricht und dann geht das Licht an. Das ist gewaltig. Das ist etwas ganz Besonderes, dass durch Sprechen Licht entsteht. Ja, noch mehr, wir erfahren in der Bibel, dass durch Sprechen sogar ein ganzes Universum entsteht. Ein Universum mit mindestens 10 oder 25 Sternen, das ist noch gar nicht ausgezählt, das können vielleicht noch viel mehr sein. Und das entsteht einfach durch Sprechen. Aber nicht ein Mensch hat gesprochen, sondern Gott, der Allmächtige, sprach. Und dann war das da. Diese Methode kennt keiner, kein Physiker, kein Chemiker, dass durch Sprechen Licht entsteht oder dass durch Sprechen Materie entsteht oder sogar ein Universum. Das ist uns völlig unbekannt und wir sehen also in der Bibel, erfahren wir sehr viel Neues. Wir kommen jetzt zu der Sprache im Garten Eden. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, hat er ihn wie ein Computer mit einem Betriebssystem beladen und zu diesem Betriebssystem gehörte auch die menschliche Sprache. Das heißt, Gott hat uns komplette Grammatik mitgeliefert und auch einen Wortschatz. Und der Mensch konnte, nachdem er geschaffen wurde und dieses Betriebssystem bekommen hat mit geladener Sprache, sofort damit umgehen. Und ich kann mir vorstellen, Gott hat das so gemacht, hatte Freude daran, hat gedacht, jetzt werde ich das mal testen, wie das funktioniert. Und dann
führte Gott dem Adam alle möglichen Tiere vor und er sollte sie benennen. Also er hatte auch die Fähigkeit bekommen, neue Wörter zu gestalten. Und ich kann mir vorstellen, da lief eine Giraffe vorbei, dann hat er überlegt, wie kann ich die nennen? Langhals. Oder ein Elefant lief vorbei, dann hat er sie Dickhaut genannt und so weiter. Also er hat also kreative Wörter erfunden, wie man alles benennen kann, was er noch nicht in seinem Sprachschatz hatte. Die Sprachwissenschaft beschäftigt sich auch mit der Frage, wie die Sprachen wohl entstehen konnten. Und da gibt es die merkwürdigsten Theorien. Da gibt es zum Beispiel eine Theorie, die auch so heißt, das ist die Wau-Wau-Theorie. Und danach soll es so gewesen sein, dass man einen Hund hat bellen gehört, Wau-Wau, da hatte man schon das erste Wort, Wau-Wau. Und so sind andere Wörter auch entstanden, aber ich stelle mir die Frage, wie konnte jetzt die Bezeichnung für den Regenwurm entstehen oder für den Karpfen? Denn die geben ja keine Töne von sich. Eine andere Theorie ist die sogenannte Hauruck-Theorie. Nach dieser Theorie soll die Sprache dadurch entstanden sein, indem man beobachtet hat, wie die Menschen arbeiten. Wenn sie einen schweren Baumstamm angehoben haben, dann haben sie sich ermutigt gehört, Hauruck. Und so war das erste Wort entstanden. Aber alle diese Theorien versagen und es hat ganz viele Theorien gegeben, bis eines Tages das Überhand genommen hat und da hat die französische Sprachgesellschaft Société de Linguistique de Paris beschlossen, es darf keine weitere Sprachtheorie mehr erfunden werden, weil das alles nicht mehr funktioniert. Es ist ein Wildwuchs sondergleichen. Nun heute sagt diese Gesellschaft nicht mehr, wer dekret, was jetzt gesagt werden darf oder nicht. Und der Wildwuchs an Sprachtheorie geht weiter. Aber eine Lösung hat noch keine gefunden. Halten wir fest, alle Sprachfamilien, die wir kennen, sind perfekt. Da gibt es nichts zu verbessern. Man kann alles ausdrücken, was die Sprache, was man braucht. Entscheidend ist, dass die verschiedenen Stämme ihre eigene Grammatik gar nicht kennen. Die wissen gar nicht, was sie da sagen letztlich, welch eine komplizierte Grammatik sie da verwenden. Und doch stellen wir fest, es reicht aus in jeder Sprache, um alles auszudrücken, was man will. Der evangelische Pfarrer Peter Süßmilch hat Folgendes erkannt. Er sagte, dass der Mensch die Sprache nicht erfinden konnte, ohne im Besitz des Denkvermögens zu sein. Aber umgekehrt, das Denkvermögen ist auch nicht möglich ohne Sprache. Und wir sehen, das Ganze beißt sich also in den Schwanz irgendwo. Und so kamen wir zu dem Ergebnis, also muss beides gleichzeitig geschaffen worden sein. Das ist eine sehr kluge Schlussfolgerung. Als Gott diese Welt gemacht hatte und den Menschen und all das fertig war, da gibt Gott ein Gesamturteil ab. Und dieses gesamte Urteil über alles kommt nur ein einziges Mal in der Bibel vor. Und Gott sagte, und siehe, es war sehr gut. Also so hat Gott geurteilt. Dieses Urteil kommt in der ganzen Bibel nicht noch einmal vor. Und wenn wir heute nachdenken über die Sprachen, dann können wir gewiss sein, dass die Sprache des Menschen auch dieses Urteil verdient hat. Die Sprache des Menschen, die Gott ihm verliehen hatte, war sehr gut. Was bedeutet das, wenn die Sprache sehr gut ist? Nun, dass es keine Negativmerkmale gab. Es gab keine Lüge, keine bösen Worte, keine Vergesslichkeit und auch keine missverständlichen Formulierungen. Stellen wir uns mal sowas vor. Wenn wir alle so eine Sprache sprechen würden, jeder versteht, was wir sagen, es gibt keinerlei Missverständnisse, alles kommt gut rüber, es gibt keine Lüge, was wäre das für eine Welt? Wunderbar. Und so war das
eine ganze Zeit lang im Garten Eden gewesen, bis es einen riesigen Unfall gegeben hat. Und diesen Unfall bezeichnen wir als den Sündenfall. Und den Sündenfall können wir uns nicht schlimm genug vorstellen, denn im Sündenfall ging vieles kaputt. Die ganze Welt ging kaputt, der Mensch ging kaputt, die Tierwelt ging kaputt, alles ging irgendwie kaputt. Wir können sagen, das ging irgendwie alles den Bach runter. Nicht ganz, aber doch ziemlich erheblich. Wenn man den Sündenfall nicht berücksichtigt in manchen Wissenschaften, kommt man automatisch zu Fehldeutungen. Durch den Sündenfall kam in diese Welt der Tod hinein, dieses schreckliche Übel, die Krankheit kam hinein und die vielen destruktiven Merkmale auch im Tierreich. Das Gift der Schlangen gab es vorher nicht. Das ist durch den Sündenfall entstanden. Die Reißzähne der wilden Tiere gab es auch nicht. Das ist alles erst nach dem Sündenfall entstanden. Man kann lange darüber diskutieren, wie das funktioniert hat, wie das von der vollkommenen Schöpfung in diese gefallene Schöpfung übergegangen ist, ob das an einem Tag geschah oder allmählich. Das können wir nicht mehr nachvollziehen, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass diese Veränderungen zustande gekommen sind durch den Sündenfall. Also der Sündenfall war schrecklich, es war sehr, sehr schlimm, was da passiert war. Und auch die Sprache hat einen Niedergang erfahren. Von da an gab es Missverständnisse, das Fluchen kam in die Welt, das falsche Zeugnis, oder wovon wir heute immer wieder hören, die vielen Fake News. Das ist alles eine Folge des Sündenfalls. Und natürlich die Lüge, die überall präsent ist, kann man fast sagen. In allen Bereichen der Wissenschaft, in der Politik und wo überall wir auch hinschauen. Und die Bibel zeigt uns, was die Quelle der Sünde ist in unserem Leben. Das lesen wir in Jakobus 3, 5-6, da heißt es: So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Sie ein kleines Feuer, welch ein Wald zündet an. Auch die Zunge ein Feuer, eine Welt von Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Wir sehen die Gefährlichkeit der Zunge. Die Sünde brachte viele Varianten der Zunge mit hinein. Zynismus, Verleumdung, üble Nachrede, Gerücht, Hetze, Klatsch und Tratsch. Ich kann mich noch erinnern, nach dem Kriege wohnten wir in einem kleinen Dorf und da gab es eine Frau, wenn die irgendeine Neuigkeit gehört hatte, hatte sie nichts Eiligeres zu tun, das sofort im Dorf zu verbreiten. Und sie ging von Haus zu Haus und erzählte das, was sie da gehört hatte. Aber nicht nur das, was sie gehört hatte, sondern sie hat jedes Mal beim nächsten Nachbarn noch einen draufgesetzt. Und als das dann nachher beim letzten ankam, wir können uns vorstellen, was das für eine Geschichte geworden war. Also durch Tratsch und Klatsch kommt sowas alles zusammen. Der beißende Spott ist auch eine Folge des Sündenfalles. Wir kennen alle den Preußenkönig Friedrich der Große und er hatte sich an seinem Hofe einen Spötter gehalten. Und das war der französische Schriftsteller Voltaire. Der gläubige General Hans-Joachim von Zieten verspätete sich bei Hofe eines Tages, weil er beim Abendmahl gewesen war. Und darauf sagte Friedrich der Große, spöttisch: Nun, Zieten, haben Sie den Leib Ihres Erlösers gut verdaut. Wir sehen, zynischer Spott ist das. Genau das hat auch Jesus erlebt am Kreuz. Die hohen Priester, Schriftgelehrten und Ältesten verachteten Jesus mit Hohn und Spott. Sie sagten, ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab, dann wollen wir an ihn glauben.
Hätte Jesus das getan, hätte es bestimmt nicht getan. Es war einfach nur Hohn und Spott. Der Sündenfall brachte nicht nur Krieg und Krankheit und Tod hinein, sondern auch eine gefallene Sprache. Das schlussfolgende Denken ging auch kaputt dabei. Da war ein Gichtbrüchiger und man brachte ihn zu Jesus. Komplizierte Sache, man hat sogar das Dach abgedeckt, weil da so viele Leute waren, um ihn dann zu Jesus zu bringen. Und was macht Jesus? Er sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Die Schriftgelehrten und die klugen Leute des Volkes, die sagten nur Gott kann Sünden vergeben. Also er hat eine ganz klare Erkenntnis, nur Gott kann Sünde vergeben. Was wäre jetzt die richtige Schlussfolgerung gewesen? Nun, wenn der Sünde vergeben kann, dann muss das Gott sein. Haben sie aber nicht gesagt, sondern sagen, wie redet er so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Wir sehen, wie das Denken kaputt gegangen ist bei diesen Leuten. Sie kriegten das nicht mehr voneinander. Wir haben jetzt gesehen, wie im Garten Eden im Sündenfall die Sprache einen ziemlich starken Fall erlitten hat. Es gibt eine weitere Situation, wo die Sprache noch einmal einen heftigen Schlag abbekommt. Die Sprache der Menschen nach dem Sündenfall war so, es gab einheitlich eine Sprache, alle Sprachen eine Sprache. Welche Sprache das war, wissen wir heute nicht mehr. Aber es war eine Sprache. Und dann geschah Folgendes, und davon lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 11. Damals sprachen die Menschen noch eine einzige Sprache, die allen gemeinsam war. Als sie von Osten weiterzogen, fanden sie eine Talebene im Land China. Dort ließen sie sich nieder. Sie fassten einen Entschluss. Los, wir formen und brennen Ziegelsteine, riefen sie einander zu. Die Ziegel wollten sie als Bausteine benutzen und Teer als Mörtel. Auf, jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, schrien sie. Dadurch werden wir überall berühmt werden und wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, weil der Turm unser Mittelpunkt ist, der uns zusammenhält. Da kam der Herr vom Himmel herab, um sich die Stadt und das Bauwerk anzusehen, das die Menschen errichteten. Er sagte, sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang, denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Wir werden hinuntersteigen und ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr den anderen versteht. So zerstreute der Herr die Menschen über die ganze Erde. Den Bau der Stadt mussten sie abbrechen. Darum wird die Stadt Babylon, nämlich Verwirrung, genannt, weil dort der Herr die Sprache der Menschheit verwirrte und alle über die ganze Erde zerstreute. Nach dem Sündenfall galt ja noch das Gesetz. Es hatte aber die ganze Welt einerlei Sprache. Dann hatten sie den stolzen Plan, eine Stadt zu bauen mit einem Turm, der bis zum Himmel reicht. Und wie reagiert Gott darauf? Wir haben es gehört. Und der Herr sprach, siehe, es ist nun ein einziges Volk. Und sie sprechen alle nur eine Sprache. Und dies ist der Anfang ihres Unternehmens. Nun wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, alles auszuführen, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabfahren und da selbst ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache versteht. Es fällt uns auf, dass hier dieselbe Formulierung verwendet wird, wie auch bei der Erschaffung des Menschen. Lasst uns Menschen machen.
Und hier auch wieder diese Form, lasst uns die Sprache verwirren. Diese Sprachverwirrung hat mehrere Dinge bewirkt, auf die ich einmal kurz eingehen will. Es sind viele verschiedene Sprachen entstanden. Wir haben es jetzt neulich auch gehört in dem Vortrag von Livi. 7000 verschiedene Sprachen werden auf dieser Erde gesprochen. Mit unterschiedlichen Wörtern und unterschiedlichen Grammatiken. Die Kommunikation untereinander wird dadurch stark eingeschränkt. Was merken wir, wenn wir in ein anderes Land reisen? Wenn wir die Sprache des Landes kennen, haben wir es noch gut, dass wir uns in der anderen Sprache verständigen können. In allen anderen Fällen brauchen wir einen Übersetzer, der das gut rüberbringen kann. Die verwirrte Sprache war nicht nur ein Durcheinanderwirbeln der Sprache, sondern die Sprache hat auch sehr viele, sehr hohe Verluste erlitten. Verluste an Logik, an Ausdrucksfähigkeit, an Schönheit und auch an Eleganz. Aber es ist immer noch Gottes Gnade, dass die Sprache uns erhalten geblieben ist. Das ist etwas sehr Wesentliches, das wollen wir auch festhalten. Wir haben die Gabe der Sprache und können alles artikulieren, was wir wollen. Wir können die Regungen des Herzens zum Ausdruck bringen. Auch was wir glauben, können wir zum Ausdruck bringen. Wir können die Zusammenhänge der Natur beschreiben mit Sprache. Und wir haben die Möglichkeit, Gedanken, Gefühle und Wünsche zu äußern. Ich möchte einmal einige Gemeinsamkeiten der Sprachen hervorheben. Wir können mit Hilfe unserer Sprache eine unbegrenzte Anzahl von Sätzen formulieren. Das ist etwas Besonderes, dass wir Sätze formulieren können, die noch nie jemand gesagt hat. Völlig neue Sätze. Und diese Sätze kann ein anderer unserer Sprachgruppe komplett verstehen. Obwohl er so einen Satz noch nie gehört hat. Das ist doch etwas Besonderes. Dass wir etwas sagen können, was völlig Neues zum Ausdruck bringt. Unser menschlicher Sprachapparat verfügt über die Fähigkeit, etwa 600 Laute zu erzeugen. Wir haben gehört, wir haben 7000 verschiedene Sprachen auf unserer Erde, aber insgesamt nur 600 Laute. Wenn wir unsere Muttersprache lernen, dann kommt in der Muttersprache eine bestimmte Anzahl solcher Laute vor. Die anderen Laute werden völlig vernachlässigt, da haben wir keine Übung drin und die erscheinen uns fremdartig. Und wenn wir eine fremde Sprache lernen, in der andere Laute vorkommen, dann müssen wir zunächst mal üben, wie diese Laute funktionieren. Aber die Erfahrung zeigt, dass wir diese Laute gar nicht exakt nachsprechen können, sondern die haben immer noch einen falschen Klang, sodass man immer noch erkennen kann, das ist nicht einer unserer Sprachgruppen. Überall auf der Erde, wo wir auch hinkommen, wird die Gabe der Sprache vorhanden sein. Wie wir gestern Abend auch gehört haben, in der Sprache von diesem Bergvolk, die haben auch eine eigene Sprache mit eigenem Vokabular, mit eigener Grammatik und sie haben die Gabe der Sprache und können sich damit verständigen. Wir haben auch in dem Vortrag von Dr. Livi gehört, dass es keine primitiven Sprachen gibt. Früher glaubte man, die Indianersprachen und diese Sprachen von den verschiedenen Völkern, das sind primitive Sprachen, aber die nähere Betrachtung zeigte, dass sie hochkomplex sind. Es sind sehr komplizierte Sprachen und unser Sprachapparat ist in der Lage, das alles zu artikulieren. Die Anzahl der unterscheidbaren Laute ist in den verschiedenen Sprachen unterschiedlich und liegt in der Größenordnung von 15 bis 85 in den einzelnen Sprachen. Alle Sprachen verfügen über die ihnen eigene Grammatikstruktur
und Gesetzmäßigkeiten, wie Wörter und Sätze gebildet werden und wie sie strukturiert werden. In allen Sprachen gibt es vergleichbare grammatische Kategorien, zum Beispiel Verben. Jede Sprache kennt Verben, jede Sprache kennt Substantive und jede Sprache kennt Zahlen. All das kann man ausdrücken. Wir haben die Möglichkeit, Dinge in Vergangenheitsform zu sagen oder auch in Gegenwartsform oder Zukunftsform. Und ein Kind ist in der Lage, jede beliebige Sprache, sei sie noch so schwierig, zu erlernen. Das ist auch eine besondere Sache, dass ein Kind dazu fähig ist. Und doch sind die Sprachen sehr unterschiedlich in den Möglichkeiten und Eigenschaften der Sprache. Die Rotokas-Sprache, die in Neuguinea gesprochen wird, kommt mit 11 Buchstaben aus. Und das ist das kürzeste Alphabet, das wir in irgendwelchen Sprachen kennen. Dann gibt es verschiedene Tonhöhen in manchen Sprachen. Und in der Sprache Sedam gibt es 55 Vokale. Und in der Sprache Abkhasisch gibt es die wenigsten Vokale, nämlich nur 2. Also wir sehen, das Spektrum, wie die Sprachen ausgeführt werden, ist sehr weit. Auch die Komplexität der Sprachen ist von einer besonderen Art und drückt sich in jeder Sprache in besonderer Weise aus. Ostafrikanische Jagdvölker besitzen eine Sprache, die viele Variationen von Braun kennen. Also bei denen gibt es nicht nur Braun oder Dunkelbraun und Hellbraun, sondern da gibt es viele Nuancierungen. Aber nur ein Wort für die anderen Farben, weil das dort von Bedeutung ist. Oder in den Eskimo-Sprachen gibt es zahlreiche Wörter für Schnee. Wenn es hier bei uns schneit, sagen wir, das ist ein Haufen Schnee. Das würde nie ein Eskimo sein, der würde das genau beschreiben, ob der frisch gefallen ist, wie lange der liegt und welche Konsistenz der hat. Viele Eigenschaften sind da bereits eingebaut. In einer Sprache auf den Philippinen gibt es 92 Namen für Reis. Das ist für die Leute wichtig, die verschiedenen Konsistenzen von Reis. In Dagestan, in der früheren Sowjetunion, wird eine Sprache gesprochen, die 35 Fälle für Substantive kennt. Das ist schon eine ganze Menge, da muss man schon wissen, wann gerade welcher Fall dran ist. Oder in einer Indianersprache, Chippewa, in Nordamerika, in Minnesota gesprochen, gibt es die meisten Verbformen, wie man festgestellt hat, nämlich 6000. Stellen wir uns das mal vor. Das ist ja eine unglaubliche Komplexität. In einer Eskimo-Sprache gibt es 63 Gegenwartsformen. Also die einzelnen Sprachen haben besondere Komplexitäten, die diesen Sprachen zu eigen sind. Missionare haben die Bibel übersetzt in der Sumba-Sprache und die Missionare waren sehr fleißig und haben daran gearbeitet und sie hatten schließlich die Bibel fertig, aber sie hatten eine Eigenart nicht berücksichtigt. Die Eingeborenen haben bei manchen Wörtern, bei manchen Verben so ein kleines Tüttelchen dran gehängt. Und das haben sie versucht zu analysieren, was damit gemeint ist. Und das haben sie nicht rausgefunden. Und dachten, das hat keine Bedeutung. Was soll dieses kleine Tüttelchen? Das wurde manchmal verwendet und manchmal nicht. Und als die Bibel fertig übersetzt war, hat man entdeckt, woran das liegt. Dieses Tüttelchen wurde immer bei den Verben dann dran gehängt, wenn sie es selbst erlebt hatten. Und da in der Bibel die Geschichten alle selbst erlebt worden sind, die Jünger haben Jesus erlebt, da musste bei allen Verben dieses Tüttelchen dran gehängt werden. Und so musste man die Bibel nochmal neu überarbeiten, nur wegen dieses Tüttelchens. Aber dieses Tüttelchen war von großer Bedeutung, weil es zum Ausdruck gebracht hat, dass das eigene Erlebnisse waren. Wir haben jetzt zweimal erlebt den Niedergang der Sprache, aber es gibt auch einen Aufwind.
Einen gewaltigen Sprung hat die Sprache bekommen, als Jesus in diese Welt kam. Das war etwas völlig Neuartiges. Im Philipperbrief lesen wir, er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde den Menschen gleichgestaltet und in seiner äußeren Erscheinung wie ein Mensch erfunden. Er war der Sohn Gottes, er kam als Gott, aber auch gleichzeitig als Mensch in unsere Welt. Auffällig ist, dass er als das Wort bezeichnet wird. In Johannes 1 heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Das drückt etwas Besonderes aus. Jesus stieg auf unsere menschliche Ebene herab. Er begab sich auch in die Niederung unserer menschlichen Sprache. Er sprach Aramäisch, ein Ableger des Hebräischen, aber seine Reden und seine Botschaft war einmalig. Seine Botschaft, was er in seinem Leben je gesprochen hat, war vollständig ohne Sünde. Er hat nie eine Sünde getan. Das gilt für keinen Menschen sonst auf der Erde. Er war der Einzige, der ohne Sünde war. Und darum hat er auch nie eine Lüge gesprochen. Das ist so wichtig für uns, wenn wir die Bibel lesen. Alles, was Jesus gesagt hat, ist absolute Wahrheit. Da gibt es nichts dran zu korrigieren. Er hat immer die Wahrheit gesprochen. Er hat nie eine Lüge gesagt. Er konnte sagen, was kein Mensch sonst sagen kann. Ich bin die Wahrheit. Das kann niemand sagen. Kein Religionsgründer, niemand. Aber er konnte das durchhalten, auch im Angesicht seiner Feinde zu sagen, ich bin die Wahrheit. Und die Leute haben sehr genau aufgepasst, seine Gegner, da hatte er genug von, ob das, was er sagt, immer stimmt. Aber niemand war in der Lage, ihm auch nur eine einzige Lüge nachzuweisen. Er war immer in der Wahrheit. Und noch etwas, er hat die beste Botschaft uns Menschen gesagt, die je auf dieser Erde verkündigt wurde. Es ist die Botschaft des Heils, die Botschaft, dass Sündenvergebung möglich ist. Wir müssen uns nicht abhackern, um irgendwie Sünde abzutragen, sondern wir können sie ihm bekennen und er hat die Vollmacht, Sünde zu vergeben. Das kann nur er, das ist so gewaltig. Diese Botschaft des Evangeliums ist so einmalig, so etwas Gewaltiges, was uns hier verkündigt wurde. Und das hat Jesus getan. Jesus hätte in himmlischer Sprache zu uns sprechen können, da hätten wir nichts verstanden. Und so blieb er auf der Ebene der menschlichen Sprache. Aber er hatte die absolute Vollmacht. Er predigte in göttlicher Vollmacht und da heißt es, und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Das spürten die Leute, dass hier einer mit Vollmacht redet. Das, was er sagte, stimmte immer. Und er hatte Macht über alle Dinge. Und das hat er nicht nur in Worten gesagt, das hat er auch umgesetzt. Als die Jünger mit ihm auf dem Schiff unterwegs waren und im See Genezareth und ein mächtiger Sturm aufkam, da stand er nur auf und sagt, schweige! Da war Ruhe im Karton. Können wir uns das vorstellen? Das ist Vollmacht über Naturgewalt, über alles. Oder über jede Krankheit. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Der musste nicht erst in eine Reha gehen, um die Muskeln erstmal zu trainieren. Der konnte sofort gehen, obwohl er nie in seinem Leben einen Schritt gegangen war. Das ist Vollmacht. Ja, er konnte sogar den Tod gebieten. Und er konnte sagen, in Johannes 11, Vers 43, Lazarus, komm raus. Das ist ein Befehl gegenüber dem Tod. Und der Tod musste ihn rausgeben. Und er stand sofort da. Und diese Vollmacht werden wir eines Tages auch erleben.
Er wird auch uns rufen mit seinem Vollmachtswort: Steh auf! Dann sind wir da. Das ist nicht gewaltig, dass wir so einen Herrn haben, der uns nicht im Tode lässt, sondern der uns aus dem Tode herausholt. Ja, mehr noch, er sagt in Johannes 11, wer an ihn glaubt, der wird eigentlich gar nicht sterben, sondern der wird augenblicklich bei Jesus sein. Das ist eine so gewaltige Botschaft, so etwas ist bisher nie gesagt worden, den Menschen nie verkündigt worden. Und das hat Jesus uns gebracht. Das war gewaltig. Und das hat er uns verkündigt mit seiner Sprache, die völlig ohne Lüge war, die absolut rein und göttlich war. Jetzt komme ich noch zu einem zweiten Aufstieg der Sprache, und das geschah zu Pfingsten. Davon berichtet uns die Apostelgeschichte, Kapitel 2. Ich lese einige Verse daraus. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas züngelndes Feuer, das sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie redeten in fremden Sprachen, denn der Geist hatte ihnen diese Fähigkeit gegeben. Zum Fest waren viele gottesfürchtige Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen. Sie liefen von allen Seiten herbei, als das geschah. Fassungslos hörte jeder die Apostel in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich? Riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa. Und dennoch reden sie in unserer Muttersprache, ganz gleich, ob wir Parther, Meder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten und aus der Gegend von Kyrene, Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört diese Männer in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Bestürzt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, die haben doch nur zu viel getrunken. Nein, die hatten nicht zu viel getrunken, sondern hier geschah etwas ganz Außergewöhnliches, nämlich wir sind hier mit einem Sprachwunder konfrontiert. Die Jünger hatten keine Sprachwissenschaften studiert und hier heißt es, sie haben geredet, gepredigt und das in einer Weise getan, dass alle diese Länder, diese Bewohner von den Ländern, von 15 Ländern aufgeführt werden, die alle das in ihrer Muttersprache verstanden haben. Wie müssen Sie sich das vorstellen? Haben die jetzt, wie das manchmal bei simultanen Übersetzungen geschieht, alle 15 Sprachen nacheinander gesprochen? Immer ein Satz nach dem anderen. So habe ich das mal erlebt in Südafrika. Da war ich in einer Versammlung, wo auch verschiedene Nationen waren. Und den Vortrag hielt ich in Englisch, dann wurde das in einer anderen Sprache übersetzt und nochmal in einer anderen. Und da hatte ich immer ziemlich viel Zeit bis zum nächsten Satz und das ging immer so weiter. Also so können wir uns das nicht vorstellen hier im Pfingsten, sondern wir haben gepredigt in einer Sprache, von der wir nicht wissen, welche Sprache es war. Diese Sprache wurde ihnen durch den Heiligen Geist gegeben. Sie beherrschten sie vollständig. Aber jetzt kam das Hörwunder. Alle diese Leute aus den verschiedenen Sprachen haben das als ihre Muttersprache verstanden. Mit allen Eigenheiten der Sprache, mit allen Sprichwörtern oder was alles da gibt. Alles war möglich. Und dieses war ein Sprachwunder, das sich ereignete, aber nur an einem einzigen Tag. Das war nur ein Pfingsten. Jetzt haben wir schon verschiedene Varianten der Sprache kennengelernt. Jetzt fehlt uns noch eine Variante. Und das ist die Sprache des Himmels.
Und darüber wollen wir auch einmal nachdenken. Es ist erstaunlich, wie viel man über die Sprache des Himmels in der Bibel findet. Man muss sich das nur etwas zusammensagen. Die Sprache in Eden war zwar sehr gut, aber wir können sagen, das ist nicht die Sprache des Himmels. Denn die Sprache in Eden war eine irdische Sprache. Und die Sprache, die im Himmel gesprochen wird, ist eine himmlische Sprache. Die ist nochmal von einer anderen Qualität. Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie diese Sprache sein wird, finden wir in 1. Korinther 2, Vers 9. Da heißt es, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Dieser Vers geht weit über alles Irdische hinaus. Der Himmel wird so unvorstellbar schön sein und so gewaltig, dass menschliche Worte nicht in der Lage sind, das irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Darum steht hier, was kein Ohr gehört hat, kein Auge gesehen hat, kein Herz erfasst hat, das hat Gott bereitet. Also uns besteht Gewaltiges bevor, wenn wir im Himmel sind. Da werden wir nur staunen, wie das geht. Im Himmel gibt es eine neue Sprache, mit ganz großer Gewissheit. Das drückt ja dieses Wort hier auch aus. Die himmlische Sprache wird höher sein als jede irdische Sprache. Das können wir aus diesem Wort schon schließen. Sie wird also viel komplexer sein als irgendwelche irdische Sprachen und sie wird Sachverhalte und Empfindungen zum Ausdruck bringen, die keine irdische Sprache zum Ausdruck bringen konnte. Im Deutschen haben wir 4 Fälle, im Russischen gibt es 6 Fälle, im Finnischen 16 Fälle. Ich bin davon überzeugt, die himmlische Sprache wird vielleicht 6000 Fälle haben. Das war jetzt noch von mir erfunden. Aber so können wir uns das vorstellen, dass das alles viel größer und gewaltiger sein wird. Sie wird auch harmonischer sein und keine Merkmale des Falles mehr aufweisen. Diese himmlische Sprache wird auch unmissverständlich sein und alles vollständig zum Ausdruck bringen können. Die himmlische Sprache wird das Gotteslob in eine Anbetung ermöglichen, die mit keiner irdischen Sprache möglich war. Darum heißt es ja, dass der Heilige Geist uns dabei hilft, das in göttlicher Sprache auszudrücken. Ich erlebe manchmal, wenn jemand zum Glauben kommt und ich sage, jetzt wollen wir beten, und dann spreche ich ein Gebet vor und dann sage ich, jetzt beten Sie. Und dann sagen die meistens, ich habe noch nie gebetet. Oh, ich sage, kein Problem. Beten Sie so, wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist, es wird sowieso übersetzt. Es wird sowieso in himmlischer Sprache dann vor Gott gebracht. Und das ist das Schöne, dass wir auch wissen dürfen, wir beten so, wie uns der Schnabel gewachsen ist, egal wie. Das erfährt nochmal eine vollständige Übersetzung in himmlische Sprache. Das kommt bei Gott richtig an. Gott sieht das Herz an, was wir ausdenken und sagen. Das Gotteslob und die Anbetung wird im Himmel eine ganz neue Dimension erleben. Die himmlische Sprache wird kräftiger und wortgewaltiger sein. Sie wird überwältigend sein, wie das Wasserrauschen, heißt es in Offenbarung 14, Vers 2. Das Spektrum an Nuancen wird mächtig sein, aber auch harmonisch. Also das Spektrum wird ganz gewaltig ausgeweitet sein in der himmlischen Sprache. Die himmlische Sprache wird auch das Wesen der Liebe in angemessener Weise zum Ausdruck bringen. Wie stümperhaft sagen wir das, wenn wir zu unserer Frau sagen, ich liebe dich. Oder in Englisch, I love you. Oder in Russisch, ja, liebe, ja. Wir verwenden dieselben Wörter, wenn wir sagen, Autos lieben Arade. Oder wenn wir sagen, Hunde lieben Schappi. Das ist kein Unterschied. Wir verwenden dasselbe Wort. Und das wird im Himmel ganz anders sein. Da
werden wir das ganz anders ausdrücken können. Im Jahr 2000 gab es einen Computervirus, der hieß auch I love you. So benutzen wir die Wörter an so merkwürdiger Stelle. Der deutsche Liederdichter Johann Menzer hat einmal in einem Lied zum Ausdruck gebracht, einen Ausblick in die himmlische Sprache. Und er hat das so formuliert: Und dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Bund, so stimmte ich damit um die Wette, von allertiefstem Herzensgrund ein Loblied nach dem anderen an, von dem, was Gott an mir getan. Ach, nimm das arme Lob auf Erden, mein Gott, in allen Gnaden hin. Im Himmel soll es mal besser werden, wenn ich bei deinen Engeln bin. Dann sing ich dir im höheren Chor viel tausend Halleluja. Eine gute Perspektive, die er hier in diesem Lied zum Ausdruck gebracht hat. Wir wollen uns noch etwas beschäftigen mit den Merkmalen der himmlischen Sprache. Sie ist jetzt für uns unaussprechlich. Denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie dies gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein. Jetzt kommt es mit unaussprechlichen Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie es für Gott angemessen ist. Hier sehen wir, mit unaussprechlichen Seufzen wird es ausgedrückt dann von Gott. Paulus war zeitweilig im Paradies, und 14 Jahre nach dieser Begebenheit beschreibt er das, und er sagt, der wurde entrückt in das Paradies und hörte, jetzt kommt es, unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Also die himmlische Sprache, die er dort gehört hatte, hat er sicher versucht nachzusprechen, aber sein Sprachapparat reichte nicht für ein Wort aus. Also so gewaltig wird die Sprache sein, und das zeigt uns die Bibel hier. Sie wird also völlig anders sein und ein ganz anderes Lautsystem zur Verfügung haben. Die himmlische Sprache wird auch die Fähigkeit haben, die Freude angemessen auszudrücken. Und so lesen wir es im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, 8 bis 9. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn nicht seht. Und über ihn freut ihr euch, jetzt kommt es, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens davontragt, die Errettung eurer Seele. Also mit unaussprechlicher Sprache wird das geschehen. Wir wollen uns noch ein paar Gedanken machen über die Art der himmlischen Sprache, und davon erfahren wir etwas in Offenbarung 14, Vers 2. Da heißt es, denn ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie eine Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners, und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Hier sehen wir dieses weite Spektrum: Donnerhall wie ein Wasserfall oder wie ein starker Donner, aber gleichzeitig auch die Milde von Harfenspielen. Also ein sehr weites Spektrum wird es haben. Und in Offenbarung 19, Vers 6 lesen wir, und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr und Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Ich kann mich noch erinnern, als ich in Südamerika zu Vorträgen war, da gab es die Möglichkeit, dort hinzufahren zu den Iguazu-Wasserfällen. Das wollte ich einmal sehen, und es war vorgesehen, mit dem Auto dorthin zu fahren, aber dann wurde da irgendwie gestreikt und die Straßen waren alle blockiert, und da hatte jemand ein Privatflugzeug, und er hatte schnell das Flugzeug bereitgestellt,
Und dann haben wir uns da reingesetzt in das Flugzeug und dann flog der dorthin. Und das war gar nicht vorgesehen, aber das ergab sich so. Und dann flogen wir über diese Wasserfälle. Das war so ein altes Flugzeug. Die Fenster waren mit Leukoplast verklebt, also das reingeweht hat. Und ich dachte, na, wird das so ankommen und nachher über den Fällen, wenn wir da in die Wasserfälle reinkommen. Aber es hat gut geklappt. Der Herr hat bewahrt. Und wir haben das auf diese Weise, haben wir die Fälle von oben sehen können. Diese Iguazu-Fälle wurden mir zum Gleichnis für die Sprache des Himmels, dass von 275 kleinen und größeren Wasserfällen, die es dort gibt, die von 40 bis zu 80 Meter in die Tiefe donnern. Und zwar sind das 11.000 Kubikmeter Wasser in einer Sekunde, die dort runterfallen. Da kann man sich vorstellen, was das für ein Getöse ist. Und in diesem Bild erklärt uns die Bibel die himmlische Sprache. Das ist die eine Seite der Sprache, aber dann auch die Hafensprache. Es kommt noch etwas Wichtiges hinzu zur himmlischen Sprache. Sie wird sehr kreativ sein. Und das erfahren wir von Jesus. Von ihm heißt es, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und in Hebräer 11, Vers 3 heißt es, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Also durch das Wort Jesu ist das alles entstanden. Und jetzt kommt etwas, das kann man kaum glauben, was der Herr uns aber hier verheißen hat, im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbart wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ist das nicht eine gewaltige Spitze? Wir werden ihm gleich sein, wenn Jesus, den Urheber des Universums, ihm werden wir gleich sein. Daraus können wir schließen, dass wir seine Sprache sprechen werden und auch die Vollmacht haben, die seine Sprache hat. Er hat mit Hilfe seiner Sprache das Universum errichtet. Es werde und es war. War das da? Ein riesiges Universum mit unzähligen Galaxien. Ich habe das mal ausgerechnet, wenn wir die geschätzte Zahl der Sterne einmal nachzählen wollten und 3 Sekunden für einen Stern brauchten, dann würden wir 25 Millionen Jahre brauchen, nur um die Zahl durchzuzählen. Stellen wir uns das mal vor. Und dieser Jesus spricht, und dann ist das ganze Universum da. Und kein Astronom kann das ausloten, wie weit das ist, wie tief das ist, und auch die genaue Zahl der Sterne kennt auch niemand. Wenn wir die Sprache Jesu sprechen und diese Vollmacht auch bekommen, das heißt ja, wir werden ihm gleich sein, was werden wir können? Wir werden ganz locker ein ganzes Universum schaffen. Diese Vollmacht gibt uns der Jesus. Ob wir das dann tun werden, ist eine andere Frage. Aber jedenfalls verleiht uns der Herr diese gewaltige Sprache, die so ungeheuer komplex ist, mit wer weiß wie viel 1000 Fällen und Verben und allem, wenn man das alles zusammenrechnet. Jetzt kommt die große Frage, wie werden wir denn so eine komplizierte Sprache lernen können? Werden wir denn erstmal in einen Sprachkurs geschickt und dann nach so und so vielen Jahren kriegen wir ein Zertifikat ausgerichtet, jetzt haben wir die Sprache so einigermaßen verstanden? Nein, viel einfacher. Das sehen wir am Schöpfungsbericht, da wird uns gesagt, der Herr hatte das Gehirn gleich mit einer fertigen Sprache geladen und dann funktionierte das. Und da wird der Herr sich das ein zweites Mal ansehen, wenn wir bei ihm angekommen sind, wird er uns die Gabe der himmlischen Sprache verleihen und wir werden sie, wie sprechen? Sofort. Ohne Übung, das geht gleich ran und der Herr wird gucken
und wird staunen, dass wir es auch können. Also das muss so gewaltig sein, wenn wir dort im Himmel ankommen, dieses große Geschehen auch der Sprache und diese Herrlichkeit zu erleben. Gott ist die Liebe und der Himmel wird also die Fähigkeit haben, diese bleibende Liebe auch angemessen auszudrücken. Wir werden die Fähigkeit bekommen, die Liebe angemessen zum Ausdruck zu bringen, die unaussprechliche Freude werden wir aussprechen können. Wir werden die tiefsten Empfindungen des Herzens sagen können. Und alles das wird geschehen in absoluter Vollkommenheit. Denn der Himmel ist der Ort, an dem es keine Sünde mehr gibt. Alles vorbei. Alles Schnee von gestern. Weil da alles neu war. Wir müssen aber auch den anderen Ort erwähnen, von dem es heutzutage kaum noch üblich ist, dass er erwähnt wird, habe ich den Eindruck. Das ist die Hölle. Das ist der Ort der absoluten Abwesenheit Gottes. Gott ist überhaupt nicht mehr da. In dieser Welt hat noch keiner, auch von uns oder wer sonst, es erlebt, dass Gott nicht mehr da ist. Ich habe in meinem Leben ziemlich schwierige Dinge erlebt in meiner Kindheit, durch den Russeneinmarsch, durch den Verlust der Mutter und des Bruders, all die Dinge. Aber doch war Gott immer noch da. Das kann man sagen. Er hatte sich nicht entfernt. Die Hölle wird der Ort sein, wo Gott absolut nicht mehr da ist. Darum wird die Hölle ein Ort des absoluten Hasses sein, der Lüge, der Hetze und des Bösen. Und darum hat Jesus auch so sehr davor gewarnt, dass niemand dorthin kommt. Jesus hat mit unglaublicher Vollmacht über die Hölle gesprochen. Und er hat uns dargestellt, wie dieser Ort ist. Es ist ein Ort der Finsternis, ein Ort des Heulens und Zähneklappens, ein Ort, wo der nagende Wurm nicht stirbt, ein Ort in Flammen, ein Ort des ewigen, nicht verlöschenden Feuers, ein Ort der ewigen Pein. Also nicht nur 3 Tage, sondern ewig heißt es ausdrücklich. Und wir wissen, dass Jesus uns die Wahrheit sagt. Wir sind also hier 100% mit der Wahrheit konfrontiert. Und der Jesus hat mit einer unglaublichen Dringlichkeit die Menschen zum Himmel gerufen. Das war die Absicht. Und er hat gesagt, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis, also zur Hölle führt. Und viele sind's, die auf ihn hineingehen. Wie eng ist der Weg und die Pforte, wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Es sind nur wenige. Aber der Ruf gilt immer noch. Die Einladung zum Himmel ist auch uns wieder heute deutlich geworden und gesagt. Wer zu Jesus kommt, ist vom Tode zum Leben hindurchgekommen. Er hat das ewige Leben gefunden. Nicht in 4 Wochen oder so, sondern im Hier und Heute. Jesus konnte dem Schächer am Kreuz zusagen, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Hat nicht gesagt, morgen oder übermorgen. Heute noch. Wenn der Jesus etwas zusagt, dann gilt das augenblicklich und sofort. Und dieser Schächer, der noch vor wenigen Minuten ihn gelästert hatte, das ist auch das Erstaunliche, als er fragt, denk doch mal auch an mich nach, sagt Jesus ihm, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Wir sehen diese unglaubliche Retterliebe des Herrn Jesus, dass er uns ruft und sagt, komm doch auch, verpasse den Himmel nicht. Das wäre das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Die schlimmste Krankheit der Welt ist nicht so schlimm, als wenn wir den Himmel verpassen. Den Himmel zu verpassen, ist das Allerschlimmste, was uns passieren kann. Aber wenn wir zu Jesus kommen, bekommen wir augenblicklich
Bürgerrecht im Himmel. Wir werden angesehen als Bürger, die voll dazugehörig sind. Das ist das Gewaltige, was der Jesus für uns getan hat. Und er ruft immer wieder Menschen. Ich erinnere mich noch, ich hatte einen Vortrag in Dortmund und da wohnte eine entfernte Verwandte von mir. Dann habe ich sie angerufen, ich hatte sie lange nicht mehr gesehen, und habe gesagt, ich bin jetzt dort und dort und werde zu einem Vortrag kommen, ob sie Lust hat hinzukommen. Oh ja, sagt sie, ich werde meinen Mann mitbringen, den kannte ich aber noch gar nicht. Und wir haben uns dann auch begrüßt und der Mann, Bernhard hieß er, da sagt er, ich will die Sache nur mal klarstellen, ich bin heute nur hierher geschleppt worden. Ich wollte eigentlich gar nicht zu dem Vortrag kommen, aber ich wollte dich mal kennenlernen als angeheirateter Verwandte. Und da habe ich ihm gesagt, so ganz spontan, weiß auch nicht, wie ich darauf kam, ich sagte, das wirst du gar nicht lange durchhalten können. Und in dem Moment dann kam die Botschaft und dann danach habe ich eingeladen, zurückzubleiben, wer eine Entscheidung für Jesus treffen will. Und dann gucke ich, war ganz erstaunt, mein Bernhard saß mitten zwischen den Leuten. Ich denke, naja, da wollte sie mal anhören, was da jetzt hier geschieht. Nein, als ich dann die Frage stellte, ich habe jedem Einzelnen die Frage gestellt, wollen Sie den Herrn Jesus heute annehmen? Da kam bei ihm ein klares Ja. Also er hatte wirklich nicht lange durchgehalten, seinen Atheismus, sondern hatte den Herrn gefunden. Und diese Botschaft gilt auch für uns. Wenn wir noch nicht 100%ig bei Jesus sind, dann gibt es nur eins, mach dich auf den Weg und du darfst wissen, der Jesus hat schon lange auf dich gewartet und heute kann es dein Tag sein, wenn du Ja sagst zu ihm. Und so wie der Jesus den Schecker angenommen hat, unabhängig von der Vergangenheit, so nimmt er dich auch an, wer du bist. Oder wenn du unsicher bist, komme ich in den Himmel oder komme ich nicht, komme heute zu Jesus. Dann machst du den größten Gewinn, den es überhaupt nur gibt. Einen größeren Gewinn kannst du in dieser Welt nicht machen, als Jesus einzuladen in dein Leben. Mache das fest, komme heute zu Jesus. Und du kannst heute zurückfahren an einen Ort, wo du bist, und kommst nach Hause als Kind des lebendigen Gottes, als Kind mit Bürgerrecht im Himmel. Der Pass wird heute ausgestellt für das Bürgerrecht im Himmel. Nimm das an, das ist ein Geschenk des lebendigen Gottes. Und ich will dir gerne dabei helfen. Wir werden uns dann gleich in dem Raum nebenan treffen. Er sagt, ich bin in der Sache nicht so ganz sicher, ob ich in die Hölle komme. Wir können alle diejenigen, die dorthin kommen und sagen, ich möchte da, mir fehlen noch 10%, dann können wir aufladen auf 100%. Dann ganz gewiss sind, kommen wir entgegen. Die Einladung gilt, von Jesus ausgesprochen, wer da kommt, der gewinnt. Wir wollen dem Herrn Jesus danken für diese Gnade, dass er uns das Himmelreich erworben hat, dass sich jeder auf den Weg machen kann, egal wie alt, egal wie jung, egal wo wir herkommen. Er stellt keinerlei Bedingungen, nur die eine einzige Frage, will ich oder will ich nicht? Da hängt eine ganze Ewigkeit dran. Und ich sage, ich will. Und wenn du sagst, ich will, hast du schon gewonnen. Ist das nicht großartig? Das ist Jesus. Die Vollmacht des Herrn Jesus anzunehmen, in alle Ewigkeit im Himmel zu sein. Wir wollen ihm dafür danken und ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, wir sagen dir ganz herzlich Dank, dass du in die Welt gekommen bist. Du hast uns eine Sprache gezeigt, die keiner von uns sprechen konnte. Vollkommen ohne Sünde, in großer Liebe bist du uns begegnet. Du hast uns die beste Botschaft gebracht. Du hast uns den Himmel gebracht. Herr Jesus, ich danke dir dafür von tiefstem Herzen.
Und ich danke dir für alle, die das schon angenommen haben und schon zu 100% bei dir sind. Und hilf auch denen, die im Augenblick bei 75% oder 80% oder vielleicht auch nur bei 1% sind. Du nimmst jeden an, der zu dir kommt. Hab ganz herzlichen Dank für diese große Liebe und dass du bereit bist, uns alle Schuld der Vergangenheit zu vergeben, auszulöschen, als wenn es nie gewesen. Danke, Herr Jesus, dass du rufst und einlädst, dann hat sich die Tagung wirklich gelohnt, wenn wir dich gefunden haben. Lob und Dank sei dir, Herr Jesus Christus, du unser König, du unser Herr des Himmels, du Gott der Ewigkeit. Amen.